Während der Schlacht um Tal Rega kommen Ike und seine Mitstreiter zu einer grausamen Erkenntnis. Wo immer die Armee von Crimea marschiert, wird das Land zu einem Schlachtfeld. Die Schäden sind enorm. Der Krieg und die Flut nehmen der Bevölkerung die Heimat, den Lebensunterhalt und die Hoffnung. Die Bürger suchen Schutz und strauchen blindlings durch den Schnee. Für sie gibt es keinen Zweifel, dass Crimea der Invasor ist. Doch auch die Truppe aus Crimea hat eine Heimat, die sie retten muss. Sie konzentriert sich voll und ganz auf das hochgesteckte Ziel. Es bleibt keine Zeit, den unschuldigen Opfern des Krieges zu helfen. Es gibt nur einen Weg, den Zivilistinnen denen zu helfen. Sie muss weiterziehen. Je schneller sie die Hauptstadt von denen, die Wasser erreichen und den Krieg beenden, desto besser ist es für sie alle. Ziemlich brutal, aber ist wohl wirklich die beste Lösung, wa? Und damit Kapitel 21, Land ohne König. Burg Dane. Bitte? Wollt ihr behaupten, seine Majestät sind nicht wieder zurückgekehrt? Ja, Sire, wir haben viele Boten geschickt, aber wir haben noch keine offizielle Antwort erhalten. Die Armee von Crimea steht vor unserer Schwelle. Was denkt seine Hoheit nur? Wenn die Hauptstadt schützen wollen, benötigen wir einen Kommando, der in 4 Reitern gleichkommt. Nur für den Fall. Ich bin mir sicher, der König hat das bereits in Erwägung gezogen. Lady Anna, ich verstehe nicht, wie ihr so ruhig bleiben könnt. Den Soldaten sind die ultimativen Elitekämpfer des Kontinents. Hinzu kommt, dass die Crimea zahlenmäßig überlegen sind. Und doch marschieren sie geradewegs auf Nevasa zu, der Hauptstadt von Dane. Soll die Gefahr bestehen, dass sie in die Hände des Gegners fällt, so müssen wir alles tun, dies zu verhindern. Ich will euch nicht zu nahe treten, Lady Anna, also wirklich nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ihr als General schon bereit für solch ein Kommando seid. Ich denke, da habt ihr durchaus recht. Aber warum habt ihr denn das Kommando trotzdem übernommen? Glaubt ihr wirklich, das sei klug, General? Würdet ihr einen direkten Befehl vom König ablehnen? Ich will euch berichten, was ich herausgefunden habe. Ich glaube nicht, dass der König sehr wütend sein wird, wenn wir es nicht schaffen, die Hauptstadt zu halten. Aschna fühlt sich mit der Nation denen jetzt sonderlich verbunden. Was zum Henker ist das für ein Unsinn? Was ein Stuss, ey, er ist doch der King, wieso soll er denn nicht... Ja. Lächerlich, der einzige Monarch auf der Welt wäre nicht berührt, wenn er sein eigenes Land verliert. So eine groteske Äußerung entzieht meinem Verständnis. General Katatai, verschließt eure Augen jetzt vor der Realität. Realität? Hör, was eine Realität soll das denn sein? Die sogenannte Realität besteht ausschließlich aus euren Vermutungen. Dann sag mir, warum hat der König so plötzlich die Invasion in Crimea angeordnet? Weil, als Sanktion, weil die Nation sich mit diesen üblen und heimtückischen Menschen verbündet hat. Oder vielleicht der Gastbetrachter mag es tatsächlich so erscheinen. Und kommt euch das nicht alles sehr seltsam vor? Wenn es richtige Sanktionen wären, wäre es nötig gewesen, zuerst mit Petschnin zu sprechen. Petschnin hat die Oberhoheit in Crimea als Petschnin zur Rechenschaft verpflichtet. Wir benötigen das Einverständnis Petschnins, um offiziell eine Kriegserklärung aussprechen zu können. Den hat dieses Protokoll missachtet und wir wurden in den Augen unserer Nachbarn zu Geächteten. Wir sind nach allen Seiten hin offen für Angriffe. Nicht nur, dass der König all dies missachtet hat, er ist außerdem ohne vorherige Warnung in das Land eingefallen. Das war die schrecklichste aller Strategien. Nachdem der König Crimea durch die Stärksten des Heeres erobert hatte, setzte er das Schlossritter sich als Resistenz an. Nun nutzte es als Sprungbrett, um in Gallia einzufallen. Das bedeutet, dass der König niemals an Sanktionen dachte oder daran, Crimea zu besiegen. Wenn Ashna gegen Gallia zieht, liegt es auf der Hand, dass auch Phoenix, Kilvas und Golduar sich dann an dem Konflikt beteiligen. Wenn das passiert, wird Petschnin sich eher mit dem verbünden als mit den Halbmenschen. Und jetzt schaut, wohin uns das führt. Ein Kontinent, der sich im Krieg befindet. Ist das nicht das, was der König sich wünscht? Wenn man genau darüber nachdenkt, naja, es gibt Sinn, aber ja, die Bürger müssen halt geopfert werden. Aber das ist doch einfach nur Wahnsinn! Wahnsinn! Warum machen wir diese Scheiße? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Der König hat sich ein neues Schloss zugelegt und ich denke, er zieht jedes Land, das er besetzt, als seinem Königreich zugehörig an. Den und sein Volk stehen bereits hinter ihm. Er braucht nicht zurückzuschauen. Blödsinn, Mann! Das geht doch eure Zeit, er braucht die größtmögliche militärische Stärke und das wird doch einfach so dumm. Ich bin langsam heißer. Alter, mach ein bisschen hin hier. Chance überleben. Okay, also euch alleine gestellt. Schön. Aschna ist ein Arsch. Meine heißt auch schon so, von dem her. Ich vertraue euch. Schön.
Dass immer so lange um den heißen Brei herumreden müssen. Das ist die Hauptstadt von denen, ja? Wenn der König Aschnab besiegen können, ist der Krieg vorbei. Ike, hier bist du. Was gibt's denn, Nasir? Du Arsch! Naja, ich weiß noch gar nicht. Die Hauptstadt zu belagern? Dann gehen wir dir immerhin verrückter König Aschnab genannt. Wer weiß, wie viele Fallen er uns gestellt hat. Doch ist hier so ruhig. Franken evakuiert wurden. Was sollen sie das wissen? Sie wissen genau, was ihr Heer der Bevölkerung von Crimea angetan hat. Sie glauben bestimmt, sie werden dafür bestraft. Da bin ich mir sicher, dass sie sehr vorsichtig sein werden. Was? Was mit der Bevölkerung von Crimea passiert? Schließlich waren es ausschließlich Soldaten, die gefangen genommen und getötet wurden. Boah, also ne. Ihr habt wirklich keine Ahnung, wie man ein Land regiert. Wisst ihr, was passiert, wenn ein Land einen Krieg verliert? Alles ist zerstört. Häuser, Land, die Ernten und alles. Und die Einwohner. Es werden nicht wie Menschen behandelt. Crimea, besonders die, die sich in der Nähe der Hauptstadt befinden, dort wo die Präsenz denen am stärksten ist, werden schlimmer als Lagus behandelt. Warum sollten sie? Das ist schrecklich. Das Volk kennt sich hierin aus. Deshalb bezahlen sie in Form von Steuern für ihren Schutz. Für die königlichen Hoheiten und Adel, die das Volk beschützen, gibt es keine größere Sünde, als im Krieg besiegt zu werden. Das ist der absolute Verrat am Vertrauen des Volkes. Warte, könnte mit ihrer Näherin. So, das reicht. Aber eigentlich, Prinzessin mag es sein, wie es ist. Die Mehrheit des Volkes möchte erleben, dass die königliche Familie ihre Macht zurückerhält. Sie glauben daran, dass ihr ihnen helfen werdet, ihr friedliches Leben zurückzuerhalten. Es ist Zeit für uns, Aschnab niederzustrecken und sein Heer von Crimea das Land zu vertreiben. Habt ihr verstanden? Ja, das habe ich. Ich will das Volk, ich schwöre. Und weg ist sie. Okay, kämpfen wir uns durch, wird sicher übel. Das heißt, wird wohl Zeit, dass ich uns ein bisschen neu upgraden, wa? Ausgaben, Konto, Einnahmen überhaupt nichts, na toll, na gut, dann sowieso. Wir haben sehr viel Kohle, von dem her, Bundesverfassungspunkte noch 400, naja. Sihor, Khalil, okay. Das war's, tschüss. Naja, tschüss, Mann. Stützgespräch noch ganz kurz, Leute. 30 Mal treffen, ja. Toller Bogenschützer, nur wenn ich ihn bis dahin nicht irgendwie fehlen lasse oder so, weil bis Rolf mal wirklich stark wird, naja. Aber immerhin, er kann ja jetzt auch Langbogen tragen, von dem her. Also tragen kann er eigentlich schon immer, aber natürlich auch einsetzen. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch für, naja, Angriffe aus weiter hinten. Infos. Ein Flüchtling. Andere behandelt, danken soll. Ja, aber wohl tun, was er konnte. General Ike. Milady, seid ihr das? Lady Fisard. Wie? Fisard, was? Ich bin Sophia aus dem Ort Luma. Du schaust einen geholt, genau wie Lord, aber er steht vor mir. So, ist es euer Leibwächter? Oh, ist das stark. Pass gut auf meine Lady auf, hörst du? Das ist Lord Shivan, ein wertvolles kleines Mädchen. Ja, der gerade ihren Vater gekillt hat, von dem her. Noch eine Wahl gehabt hätte, verantwortlich sind. Ach du Scheibenkleister. Naja, wie soll ich sagen, er mag ja allgemein schon, oder zumindest für die Bevölkerung oder als guter General, als guter Mensch, wie auch immer rübergekommen sein, aber trotzdem, die Entscheidung war einfach falsch. Der Soldat dort drüben hat mir das gegeben, darf ich das essen? Ja, sofort weg, wieso? Das Mitglied mir das Crimea annehmen. Wah! Müssen überleben. Wir gehören dazu. Hallo! Und unser oh Gott, hey. Ja, das ist dann
Eine doofe Situation. Ike, geht es dir gut? Wir sind weit gekommen, nicht wahr? Glaubst du, wir können König Arschnab besiegen? Natürlich können wir das. Wir müssen nur zusammenhalten, Vertrauen haben. Das war mein Selbstbewusstsein auch. Mutter gesprochen, nachdem der Vater gestorben ist. Kann es nur sein. Wir werden es wiederfinden. Na, vermutlich eher weniger. Also vermutlich schon irgendwann, aber hoffentlich hat uns bis dahin Nase nicht schon irgendwie im Schlaf gekillt, obwohl er es schon die ganze Zeit gekonnt. Also ich verstehe nicht ganz, was eigentlich sein Sinn und Zweck dahinter ist. Oder war das echt der einzige Grund, dass er sich uns angeschlossen hat, nur damit er das Medaillon kriegt? Was ist los? Beeil dich. Ja, sicher, komme. Ja. Schlechtes Gewissen, du Arsch. Egal. So, Leute, muss man mal ganz kurz gucken. Ike, der hat doch jetzt schon... Nö, noch nicht schon, das war ja klar. Noch nicht Level A, das meine ich damit, aber egal. Jetzt gebe ich Stahlkling kommt mal weg. Dann kannst du ja, wie gesagt, schon mal ein schärferes Teil führen. Großen Schwer nicht leicht zu handhaben. Treffer schon ein bisschen sehr gering. Beim sinkt sie weiterhin, plus aber dann halt doppelte Crit-Chance. Nimmt trotzdem mal ein Silberschwert für ihn. Volker, dann tut auch nichts Neues, war? Ja. Hast du noch irgendwie Magiemäßig? Gut, der Meteor kann man natürlich mal testen. Der andere geht noch nicht, war? Ja, wieso eigentlich nicht, war? Nehmen mal Elfenlicht ab. Den Meteor mit. Ich sowieso wegen Khalil und natürlich auch Liliana weitermachen soll, ist noch ein anderes Thema. Abgesehen davon geht es langsam mal die Zeit flöten, von dem her. So, lassen wir das noch ablegen. Ja, Leute, das war's. Ich fände es trotzdem mal. Ich weiß, es ist eher schon Level 16, wo ich mal ganz kurz kann wir natürlich noch ein bisschen Fangspunkte machen. Gleich auch noch ein paar. Ja, wieso nicht? Komm. Zumindest ein Teil unserer Truppe sollte schon langsam Level 10 erreichen. Ja, das ist ein tolles Level Up. In dem Fall von Alia halt sich weiterentwickeln. Ja, geht schon. So kommen schon ein paar Magiepunkte und so. Krasse Werte! Ja, sehr krasse Werte. Egal, wir lassen es in der Hinsicht. Wer ist noch kurz davor? Sie kriegt noch ein paar. Yo, das gefällt mir doch. Stärke, Vollgeschwindigkeit sich auch bald. Kevin, mein guter Kevin, du machst ein bisschen mehr Sorgen, noch dazu später. Dann kriegst du noch ein paar. Naja, immerhin Geschwindigkeit. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Verteidigung und so etwas. Okay, Chill kriegt auch noch. Auch sie muss hochsteigen. Ja, nochmal Stärke. Ja, Alter, sind das Werte. Na, endlich mal. Ja, wieso eigentlich nicht? War geht immerhin. Ja, komm, ein bisschen verschwenderisch, ich weiß. Rolf muss langsam stärker, wenn er uns noch von Nutzen sein will. Und das ist eigentlich doch noch irgendwie mein Hintergedanke, wa? So, jetzt müssen wir mal gucken, hat sonst noch jemand? Ne, der ist momentan gut. Dann, ja, Alia, entwickeln bitte. Mit der Macht von Grayskull. Digitiert sie zu. Aliamon. So, ich jetzt beiseite. Was? Sie kann reiten? Eine Walküre. Ach so. Das habt ihr gemeint. Dass sie eine Walküre werden kann. Oh, das ist aber mal geil. Was denn jetzt? Kannst du irgendwas tragen? Also, sie kann Schwerter tragen, ist auch nicht schlecht. Okay, krass, geil. Ja, da muss man fast so sagen, wa?
Also tue ich jetzt noch irgendwie Magieschild. Ja, legen wir Pflege ab. Rettung natürlich auch viele Punkte, war. Kann man auch mal machen. Purgativ ist noch cool, Erholung auch. Legen wir mal das ab und gebe halt trotzdem mal ein Schwert, eine Eisenklinge. Das eigentlich ja treffen, war. Leicht schwer, der von weiblichen Kämpfer bevorzugt. Voll rassistisch. Das trotzdem schon Rang D hat, war. Ja, komm, wir geben mal ein Stahlschwert. Vielleicht übertrieben, aber Alter, eine Valkyrie. Not bad. Sonst braucht Ike momentan nichts. Königsschwert ist noch cool. Stahlklinge momentan auch noch. Obwohl man kann doch langsam mal ablegen, was anderes nehmen wir, aber. Nee. So, was hast du nur noch Gutes? Langsam mal bessere Bögen. Wie sieht's aus? Nö. Kann sonst mal. Wir werden sicher in den nicht auf Lagus treffen, von dem her. Der Meisterachs liegt, man Silberachs noch gar nicht tragen, verdammt. Ja, keine Meisterachs. Wie sieht es eigentlich mit deinem Waffenlevel aus? Da sind wir noch bescheuert, wa? Naja, nimm's. Moment mal, ich nehme dir das Wurfball weg. Da bin ich mal so gemein und gib dir dafür mal. Ja, das ist eigentlich fast schon zu viel, wa? Verdammt, hey. Weil so ein toller Treffschuss dann doch nicht. Naja. Mal gucken, er hat noch was anderes. Der Schmerz. War noch ganz, aber egal. Jo. Noch Rang E. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz einkaufen mit ihr. Kann ich also mal noch kurz gucken, was haben wir da noch Schönes? Haben wir doch alles schon. Dolch haben wir auch. Dann Elfenblitz. Nee, nichts. Nichts Besonderes. War gut, ein Silberbogen, aber da werden wir vielleicht später für die. Noch interessant. Eisenklingen kannst du vielleicht tragen? Nö, geht natürlich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Aber noch was zu kaufen vielleicht? Irgendetwas ganz Doofes? Gut, Getry noch. Ja, müssen wir langsam mal zuweisen, wa? Nur dann eine Pause im nächsten Part an, dass da irgendwie. Nächstes Kapitel natürlich. Mit einem Meistersiegel noch. Ich dachte gerade wegen Ilianon zu wegen Wolf, aber. Jetzt auch noch ein bisschen aufbewahren, wa? So viel und eigentlich so wenig zu verkaufen, außer vielleicht mal ein bisschen die hier, weil wir brauchen eh nicht mehr. Wir haben genug Geld, also auch da. Schwien kann vielleicht mal Besonderes für sie schmieden, wa? Ja, wieso nicht? Gehen wir ein bisschen auf mehr Power. Nur auf 10, okay. Da braucht man sie ja nicht, vielleicht ein bisschen mehr Crit-Chance. Okay. Das ist schon alles. Gewicht weniger auf 2. Nö, der passt. Marsier kriegt's. Jo, geil. Ja, die Kohle haben wir, also wir können langsam mal anfangen, die ganzen geschmiedeten Waffen zu verwenden. Für ihn wäre es vor allem noch geil, aber gut, er geht jetzt nicht mehr. Pro Kapitel nur einmal, war. Da muss er langsam mal intensiver anfangen. Zu schmieden halt. Darum nicht mal etwas Stärkeres. Ja, komm, gib mal eine Stahlaxt. Der Speer ist eigentlich geil, aber auch schon mal der Down. Ja, so ein Silber. Meist noch etwas wegen der Crit-Chance. Naja. Bei dir passt ja Rolfi-Wolfi, wa? Stahl hast du schon, aber du könntest noch irgendwie einen Trank nehmen. Was mit dir machen soll, dann noch ein anderes Thema. Getry und die gute Stella. Da kann ich noch keine bessere Waffe nehmen. Nehmen noch nicht, verdammt nochmal.
Lagusbogen, hat schon angefangen. Okay, passt auch. Ja, die Waffenlevel gehen echt zu langsam voran. Das ist leider so. Nee, noch nicht verlassen. Kurz safen und dann also noch kurz gucken. Ja, ich weiß, Leute, es dauert länger, aber es muss jetzt leider mal sein. Die Party ist so doof gestartet und so. Das wäre noch irgendwie so etwas. Ein Effekt von Stößen. Nee, brauchen wir nicht. Reit wäre natürlich bei Gatry noch geil, wa? Ja, ich mach's mal, weil ich noch irgendwie andere Dinge bekomme, wie zum Beispiel, ja, kann ich gerade sagen, die okkulte Fähigkeit meine ich halt, die man halt in weiterentwickelnden Einheiten gibt, wo ich dann noch viele bekomme, bezweifle ich gerade ein bisschen, deswegen versuch's mal so. Vorteil wird ihm nicht viel bringen, weniger sollten sind. Jetzt weiß es gibt noch Ingrim und Wache, ich glaube das ist noch ganz gut bei ihm. So. Und das bei ihm jetzt auch. Rolf soll noch nichts kriegen. Alia hat sich auch nicht sehr viel. Vielleicht mal ein Vorteil, wa? Geht ja also die Fähigkeit, sie hat relativ viel ein. Nö. Ach du Scheibenkleister. Eigentlich wollte ich mal ein IT verwenden, aber da gebe ich ihm doch jetzt mal. Im Vorteil. Ja, ich weiß, es kann natürlich komplett in die Hose gehen, alles total doof sein und so weiter, aber ich muss einfach mal ein bisschen riskieren, Leute. Ein paar sind schon gut, Volker, Shield sind schon fertig damit, aber andere, ja natürlich sowieso. Bis wir echt alle mal so ausgerüstet haben, wie ich es gerne hätte. Das dauert wohl noch, oder? Okay, das heißt momentan fürs Erste. Wir legen jetzt mal los, ein bisschen Action nach, wenn wir sagen, ja, bis 30 oder so, war. Also, Minute 30 halt. Dass wir noch ein paar Minuten Action haben. General Ike, so, die Tore zum Schloss stehen offen. Das ist schlecht. Was sind die bloß vor? Das kann eine Falle sein. Das ist unerwartet. Uns quasi so aufzufordern, das Schloss einzunehmen, ist weit davon entfernt, ein Vorteil zu sein. Ich habe absolut keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Trotzdem werden wir uns nicht zurückziehen, richtig, Ike? Richtig. Da wir nicht einschätzen können, was sie vorhaben, spielt es keine Rolle, wie wir weiter vorgehen. Bekämpfen werden wir vordringen. Ausschweren und seht auch vor! Ja, das klingt logisch, aber auch ein bisschen, ach du Scheibenkleister, ein bisschen alles vertreten hier, war. Was ist das für ein Schloss? Okay, die ist ja vermutlich ein Lagus, war. Jetzt schon! Wir sind wirklich so groß. Waren sie denn keine Fallen? Ich kann nicht glauben, dass sie so naiv sind. Creamy hat auf einen General namens Ike, vielleicht folgten nicht den normalen Abläufen. Enna, von den Ohren her können sie wirklich eine Lagus sein. Was für eine? Egal, macht weiter wie geplant. Und vor allem, wieso sollen Lagus für den kämpfen? Also irgendwie. Vielleicht sie nicht zusammentreiben können. Genau, Katatai. Egal, was ich euch zeigen werde, bekommt keinen Schock. Also, das ist doch ein Lagus, bin mal gespannt. Müsste fast irgendwie eine Art Löwe sein, war das so etwas in der Art? Die Tochter von, die verlorene Tochter halt vom, wie ist es schon wieder? König von Gallia halt. Hahn wird es auch gehen. Das ist ein Drache, scheiße! Das hat seine Majestät, warum hat er ihr gelassen, Ein legendärer Drache aus Gold ist auf unserer Seite. Mächtige Somen gehen kann nicht verlieren. Oh, Scheibenkleister. Okay, Leute. Große Planänderung. Wir brauchen Laguswaffen. Und zwar so viele wie es gibt. Scheiße. Wieso muss die ein Drache sein? Da spricht man Arcade aus früheren Spielen. Lauft schneller, schneller, Angriff! Aufhören, alle Mann, beruhigt euch, reißt euch zusammen. Ihr dürft nicht in Panik verfallen, niemand wurde angegriffen. Ike, Titania, wo ist Prinzessin Alicia? Mir geht es gut, sie ist im Transport, sie passen alle sehr gut auf. So, und ist es die Fall des Gegners? Das könnte sein.
dadurch unsere Stärke zu reduzieren. Das alle zusammen hier, was sie mir so vorhaben, es scheint, sollten sie das wie es alle zusammen erleiden. Die muss das besitzen, indem sie überzeugt sind, dass es ihnen einen unschlagbaren Vorteil verschafft. Mhm. Ein Drache, Alter! Wieso kämpfen Drache auf der Seite von denen? Verstanden. Ja, vielen Schrank auch. Das wird lustig. Ich will einfach mitnehmen. 13 Stück, das kommt doch sehr gut. Kevin, Boyd, Zoen, Marcia, Seahawk, Volker, Chill. Ganz mal kurz mal raus und gucken. Die zwei sind natürlich auch mit dabei. Das ist eigentlich mehr oder weniger das Standardteam, war. Jetzt ist die Frage nach ein zweiter Magier. Wegen Wind und so. Könnte sicher nicht schauen, dass er Khalil noch mitnehmen. Hat relativ viel Magiepunkte, von dem her. Also, so ist unser einziger Vergleich. Natürlich Alia, aber ist er mehr auf Heilung. Dann stimmt's soweit, aber. Rolf, du müsstest trainiert werden, Kumpel. Vorgehend dort zum Türen öffnen. Stella. Ja, scheint langsam, als würde sie rausfallen, als du einen Lagusbogen trägt, verdammter Mist. Nicht nur 13, verdammt! Okay, geht nicht anders. Wir müssen gucken, haben die irgendwelche Lagus-Waffen dabei noch? Vielleicht keine Schwerter. Kannst du einen Lagus-Bogen tragen? Nö, kann natürlich nicht. Lagus-Lanze kann er auch. Was kannst du? Ah, stimmt, ist ja. Entschuldigung, falsche Branche. Hey. Da, Lagus-Axt, okay, dann nächstes Mal. Ich glaube, Stabachsen hätte ich ein bisschen vergessen. Zu viele geben. Also nimmst du den Lagus-Axt. Marcia, da würde ich bitten. Ne, Moment mal, das macht Chill. Diese ganz schrill. Ne, Scherz beiseite. Gebe ja auch noch ganz anders. So. Ist sie ein bisschen doch näheren Angriff dabei, war, wenn es um die Lagus geht. Seahawk. Haben leider keinen Lagus-Schwärmer und so etwas in der Art. Das ist echt alles mehr habe ich nicht, oder wie? Wollen wir jetzt echt verarschen hier? Ja, scheinbar schon. Ach du Scheibenkleid. Das wird so übel, Leute. Wir haben noch irgendwie ein besseres Schwert noch. Ich meine. Halt nach. Ich hoffe, die 8 mal reichen, um das noch hochzuleveln. Bitte sag mir, dass du Lagus-Ding tragen kannst. Nein, kann natürlich nicht. Verdammt. Ja gut, meine Elfenwind ist cool. Das ist natürlich schön, aber Mensch, denn schon. Verdammt, hier sind wir wieder mit dem Lagusbogen. Ja, so ein Bogen ist schon wichtig, ein Kriegbogen kann es mehrmals angreifen. Ich bin am Arsch. Ja. Das ist immer die große Frage, Freunde. Wer kommt mit, wer bleibt hier? Also eigentlich müsste Rolf hier bleiben. Allein vom Stärke-Level und so. Aber wir müssen ihn trainieren, Leute. Es geht nicht anders. Also müssen. Ich will. Das ist natürlich der andere Fall. Also er will es jetzt. Lass ich ihn. Moment mal ganz kurz. Gucken wir erstmal alles an. Das ist vielleicht besser so. Die haben selber noch Lagus-Waffen. Der eine Kriegerlanze. Okay, aus Entfernung also. Auch hier wird es Rolf ein bisschen schwieriger haben. Verdammt, hier ist eine Magier. Da brauchen wir natürlich schon unsere. Was ist denn das? Tauroneo! Ein Chenuel mit Speer und Silberklinge und Okkult. Geil. Wir klauen oder. Hat uns vielleicht bei? 14 General, Alter. Leck mich fett, was die eigentlich für ein Level und Werte? Ich will es gar nicht wissen. Gut, dann sind wir wieder zurück, von dem her Heilung, Arcanum, Erdsegen. Gut, nur Reichweite 1, das geht noch. Okay, nichts gesagt, die waren nicht zurück.
der braucht Laguswaffen und Magie und alles mögliche. Aber ja keine geflügelten Einheiten, war. Ne, okay. Sorry Leute, aber ich muss Rolf hier rausnehmen. Der ist hier zu heikel. Wo natürlich auch gut, also ich schätze zumindest mal gut leveln würde, aber nee, das ist zu gefährlich. Sorry. Rolf muss raus. So, wir haben das Team zusammen. Ich spanne noch ganz kurz und dann jetzt richtig lustig, weil im nächsten Part geht es dann hier weiter mit dem Team und dann, ja, drückt die Daumen, dass das gut ausgeht, dass es wird Blut fließen. Viel Blut. Ich hoffe nur nicht unseres. Bis dahin, ciao zusammen.